So, da sind wir wieder. Wir waren als Gustav McPherson unterwegs. Und ich meine, wir wollten zu Corona, dem Gerichtsmediziner. Park, da wollten wir auch hin. Alte Kapelle. Schauen wir mal. Was hast du hier verloren? Wieso bist du nicht auf deinem Posten? Aber Sie haben doch gesagt... Ah, vergiss es. Und hast du wenigstens was erfahren? Ja, Chef. Der Amerikaner redet mit den Mädchen. Der glaubt wohl, er könnte mir die Mädels ausspannen. Nun denn, mein Freund, warum erklärst du ihm nicht, was Sache ist? Erkläre ich ihm was? Mann, polier ihm die Fresse, du Idiot. Okay, Chef. Dein Bruder fehlt mir. Der hatte wenigstens was in der Birne. Er fehlt mir auch. Wieso holen wir ihn nicht raus? Weil die mich auch einlochen würden, du Schwachkopf. Darauf wartet der Skalnik doch nur. Ich hab's Gefühl, der will mir diese Morde anhängen. Aber wieso erzähle ich dir das überhaupt? Geh zurück an deinen Posten. Und wenn du den Ami siehst, verpasst du ihm einen Denkzettel. Hm? Okay, Chef. Dem Gorilla sollte ich besser aus dem Weg gehen. Der Hänfling war vermutlich Ottokar Kubina. Einen solchen Namen vergisst man nicht. Er war der Zuhälter hier im Viertel. Sein kleiner Dessous-Laden war nur eine Fassade. Ihm gehörten auch mehrere Spelunken, sowie das Kabarett, in dem Ida gearbeitet hatte. Er hat es mir wohl nie verziehen, dass ich sie ihm abtrünnig gemacht hatte. So. Freunde haben wir auch schon. Gehen wir mal da rein. Ich werde mich später mit ihm auseinandersetzen müssen. Jetzt habe ich andere Dinge zu erledigen. Achso, dann gehen wir mal da hinten. Das Suchgeschäft. Wir wollten doch zur Kapelle, oder? Gehen wir mal im Park. Da wollten wir uns unterhalten. Wahrscheinlich mit dir da. Hallo, mein Süßer. Schöner Abend zum Spazierengehen. Findest du nicht? Naja, für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr expressionistisch, aber ich kann mir vorstellen, dass das einem gefallen kann. Suchst du ein bisschen Zweisamkeit? Sie sind Apollina, nicht wahr? Ja, hast du bereits von mir gehört. Wir haben von dir gehört, ja. Kennen Sie Aneschka? Ja. Willst du uns beide gleichzeitig vernaschen? Nicht unbedingt. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Und seit wann genau? Hey, willst du Aneschka oder mich? Bist du ein Bulle oder was? Dann wäre ich aber sehr enttäuscht. Nicht wirklich. Ich bin Detektiv. Ich arbeite im Auftrag Ihrer Freundin. Was für Freundinnen? Sie kennen doch bestimmt Ida, Milena und die arme Franziska. Ja, aber Freundinnen sind das bestimmt nicht. Sind Sie eigentlich nicht um Ihre Sicherheit besorgt? Nein. Roman beschützt mich ausgezeichnet. Und es macht Ihnen nichts aus, dass um Sie herum ständig Frauen sterben? Ehrlich gesagt, nein. Das bedeutet mehr Kunden für mich. Für die Polizei sind wir eh nur Huren, die den ganzen Aufwand nicht wert sind. Außerdem beschützt mich ja Roman. Und wenn du jetzt so nett wärst, dich zu verziehen. Du vertreibst mir die Kundschaft. Gut, wie Sie wünschen. So, die ist aber ekelhaft drauf. Was gibt's so? Was macht die Hand da? Gibt's da irgendwas? Ich mag diese Statue. Sie erinnert mich an Ida. Ist das alles? Ich mag diese Statue.
Sie erinnert mich an Ida. Ja, selbstverständlich. Im Sonnenlicht wäre dieser Ort noch deprimierender. Ist das alles? Ich mag diese Statue. Sie erinnert mich an Ida. Ja, ganz bestimmt. Und mehr gibt's da nicht. Anscheinend gibt's da nicht mehr. Ja, dann gehen wir wieder. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Im Inventar haben wir nichts. Was macht der hinter uns? Im Sonnenlicht wäre dieser Ort noch deprimierender. Ja. Also Abmarsch, da gibt's nichts. Tja, und jetzt? Am Ufer haben wir nichts mehr. Ach, da ist die Kapelle. Aha, dann was haben wir da? Daudi? In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctum. Der Raum war erfüllt vom metallenen Geruch von Blut und dem Gestank verfaulenden Fleisches. Die alte Kapelle diente als Autopsieraum und ihr Boden war blutbeschmiert. Guten Tag, Herr Corona, ich bin Gus McPherson. Ich bin Detektiv und soll für meinen Auftraggeber... Hallo? Hallo? Hä? Was? Was machen Sie hier? Die Tür war doch abgeschlossen. Wo ist mein Hörrohr? Wollen Sie etwa, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Entschuldigen Sie, Herr Corona. Wer sind Sie? Und woher kennen Sie meinen Namen? Wie ich bereits sagte, Detektiv McPherson. Inspektor Skalnik hat mir erlaubt, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Wenn Skalnik nichts dagegen hat, warum nicht? Könnten Sie mir sagen, was Sie bei diesem Opfer festgestellt haben? Durchaus. Also, die Todesursache ist auch hier ein Schnitt durch die Kehle. Sie kann nicht an den Stichwunden oder infolge der Aufschlitzung gestorben sein? Nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum? Wegen ihrer Vorgängerin. Die wir im Park fanden. Sie wurde da getötet, wo sie gefunden wurde und starb eindeutig an der Wunde an ihrem Hals. Der Rest wurde ihr vermutlich hinterher zugefügt. Und wie kamen Sie zu dieser Schlussfolgerung? Weil aus den anderen Wunden kaum Blut floss. Das Herz schlug noch, als man ihr die Kehle durchschnitt. Das war an der Blutmenge zu erkennen, die aus der Halswunde geflossen war. Heißt das, Sie konnten die Todesursache erst dann sicher bestimmen, als Sie das Opfer im Park fanden? Nun ja, ich hatte zuvor so meine Zweifel, aber dann war ich mir sicher. Und der gleiche Täter würde auf die gleiche brutale Weise vorgehen? In der Tat.
Unterschied sich das Opfer im Park sonst noch von den anderen Opfern? Ja, der Schnitt durch die Kehle deutet auf einen Angriff von hinten hin. Die hier, wie alle anderen auch, wurde von vorne angegriffen. Hätte ich noch die andere Leiche, könnte ich Ihnen den Unterschied zeigen. Macht nichts. Ich vertraue auf Ihr Urteil. Sie haben zwar die Leiche nicht, aber vielleicht die Unterlagen über das Opfer vom Park. Ja, der Junge, der sie holen sollte, ist nie aufgetaucht. Welcher Junge? Skalniks Totenjunge. Bei jedem Opfer kommt er die Unterlagen abholen. Aber wegen der vom Park ist er noch nicht gekommen. Ich verstehe. Dann kann ich ja Inspektor Skalnik die Unterlagen mitbringen. Soll mir egal sein. Wo verwahren Sie denn die Unterlagen? Da drüben im Geldschrank. Ich habe mir den Code notiert, weil ich ihn immer vergesse. Ich weiß nicht, wo der Zettel ist. Entschuldigen Sie, wenn das nicht indiskret ist. Woher stammt eigentlich Ihr Hörschaden? Aus dem Weltkrieg. Ich war Sanitäter und brachte die Verwundeten aus den Gräben ins Feldlazarett. Eines Tages sahen wir einen Verletzten im Niemandsland. Als wir zu ihm eilten, explodierte eine Granate und tötete meinen Kameraden. Ich überlebte, büßte aber fast das gesamte Hörvermögen ein. Dort haben Sie also Ihr Metier gelernt? Ja, größtenteils. Und wie es die Ironie des Schicksals wollte, ging 3 Wochen, nachdem ich mein Hörvermögen verloren hatte, auch der Krieg zu Ende. Allerbesten Dank für die Auskünfte. Keine Ursache.